«The Nice Guys» ist ein Film, wo ich mich sehr darauf gefreut habe. Die Trailer haben super lustig ausgesehen. Und bei dem Film geht es darum, dass ein Privatdetektiv, der mäßig Erfolg hat, sich muss zusammentun mit einem professionellen Schläger, weil sie haben zusammen eigentlich das gleiche Ziel, weil der Schläger ist angeheuert worden, um dafür zu sorgen, dass der Privatdetektiv nicht nach der Person sucht, wo dann der professionelle Schläger angeheuert hat. Nachher verschwindet aber die Frau und dann müssen die zwei gemeinsam auf die Suche nach der jungen Frau und treffen auf auf schräge und bizarre Figuren auf ihrem Weg dorthin. Und ich finde, «The Nice Guys» ist eine wahre Freude. Das ist wirklich ein extrem lustiger, wenn auch ziemlich bizarrer Film. Es ist eine Komödie, es ist Krimi, es ist Thriller, alles gleichzeitig und die Genres tut er eigentlich relativ gut vermischen miteinander. Was aber am besten funktioniert im ganzen Film sind die zwei Hauptfiguren, der Russell Crowe und der Ryan Gosling. Die zwei sind so verdammt grossartig miteinander. Das ist so herrlich zum Zuschauen. Der Russell Crowe ist so ein bisschen die ruhige Person und so, auch wenn er ein Schläger ist. Und der Ryan Gosling ist der tollpatschig, blödelig, aber trotzdem ziemlich kompetente Privatdetektiv. Und der Ryan Gosling scheint einfach so dermaßen in dieser Rolle. Er hat wirklich tolles Comedy-Potenzial sozusagen und das kann er da total ausspielen unter der Regie von Shane Black, der schon einen Film gemacht hat namens Kiss Kiss Bang Bang, aber auch die Nebencharaktere sind wirklich gut. Der Keith David spielt so einen komischen Auftragskiller, herrlich. Der Matt Bomer spielt so einen Hitman auch, der aber erst gegen den Schluss vorkommt. Der war recht cool gewesen, hat eher eine kleine Rolle, das habe ich ziemlich schade gefunden. Und wer extrem hat können scheinen und mich auch sehr überrascht hat, ist Angourie Rice, die Tochter spielt von Ryan Gosling seiner Figur. So Kinderdarsteller oder auch junge Jugendliche sozusagen können schnell mal nerven und irgendwie einem auf den Sack gehen, aber sie überhaupt nicht. Sie macht Sachen, sie ist nicht einfach nur dort und irgendwie klettern am Bein und ist mühsam oder so. Nein, sie macht Sachen, hat gute Momente, hat lustige Momente, hat schräge Momente, wie der Film ist gestopft mit denen. Und das habe ich wirklich mega cool gefunden. Der Film ist extrem lustig, es hat einen Haufen gute Lacher, es ist aber schwarzen und auch vor allem extrem bizarren und schrägen Humor, wo du denkst so, what the hell, hat ganz einen Haufen von diesen Momenten, vor allem in der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte wird dann so ein bisschen düsterer und dann kommen eher die Thriller-Drama-Aspekte so ein bisschen zum Zug. Aber auch dort lassen sie keine Chance ungenutzt, um irgendwelche komischen Gags oder Blödeleien reinzunehmen. Und das habe ich wirklich super gefunden. Es hat Action-Szenen in diesem Film, so ein bisschen Schlägereien, Schiessereien, Verfolgungsjagden, was man halt so ein bisschen erwartet von so einem Film. Und die sind wirklich gut gemacht. Es hat keine scheiß Shaky Cam die ganze Zeit. Man sieht, was passiert. Und es hat immer wieder auch dort Platz für irgendeinen Scheiß. Was mir nicht so gefallen hat, ist eben da vor allem so ein bisschen in Richtung Schluss, je mehr es Richtung Schluss gegangen ist, hat es mir ein bisschen weniger angefangen gefallen, weil es ist düsterer geworden und das ist der Aspekt, der mir einfach persönlich weniger gefallen hat als der lustige und der ist in der ersten Hälfte vor allem definitiv mehr vorhanden gewesen. Und darum hat mir der zweite Teil nicht mehr so gut gefallen, es ist immer noch wirklich gut gewesen. Ja, wie gesagt, Nice Guys habe ich wirklich super gefunden, die beiden Hauptdarsteller sind grossartig, wobei der Ryan Gosling wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser ist. Die Angourie Rice in ihrer ersten grossen Nebenrolle oder der ersten Rolle überhaupt ist super. Die Witz sitzt, die Comedy sitzt, der Thriller-Aspekt ist spannend genug, um einen bei der Stange zu behalten. Ich habe aber den Drama-Teil, der dann so gegen den Schluss aufkam, ist ein bisschen zu viel gefunden für meinen Geschmack jetzt und die Handlung ist furchtbar bizarr. Aber es funktioniert alles innerhalb und «The Nice Guys» ist sicher einer der lustigeren und vielleicht sogar der lustigste Film, den ich gesehen habe dieses Jahr. Ich muss auch sagen, er hat mir schlussendlich besser gefallen als «Kiss Kiss Bang Bang». Dann habe ich erst das letzte wieder geschaut und auch als sehr lustig empfunden, aber «The Nice Guys» hat mir einfach wirklich nochmal ein Stück besser gefallen. Ja, «The Nice Guys» hat mich überrascht. Das erste Review vom Hollywood Reporter, das ich gesehen habe, ist nicht so positiv ausgefallen. Dann bin ich gefunden, vielleicht ist er doch nicht so gut. Dann habe ich gesehen und gefunden, haha, der ist doch gut. Und da bin ich Gott froh, weil die Trailer haben so gut ausgesehen und jetzt bin ich froh, ist der Film auch so gut rausgekommen. Und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.